Der Stille, meine Damen und Herren, dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit der Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir zunächst einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gewährt tibetischen Siedlungsleitern und europäischen Friedenskämpfern eine Audienz. Seine Heiligkeit der Dalai Lama drückt dem Premierminister von Nepal sein Beileid aus. Seine Heiligkeit der Dalai Lama beglückwünscht den neuen Kamba-Lama der Mongolei. Der 16. Kasha beruft die 5. Sitzung des Ständigen Strategiekomitees ein. Sejong eröffnet das Programm Stärkung der kulturellen Widerstandsfähigkeit der tibetischen Gemeinschaften. WED organisiert Konferenz zum Thema Dialog über die Stärkung der Rolle der Frau in der tibetischen Gemeinschaft. Stellvertretende Sprecherin besucht Deutschland. Office of Tibet Canberra fordert den australischen Premierminister Anthony Albanese auf, das Thema Tibet während seines China-Besuchs anzusprechen. Beamte der tibetischen Siedlungen treffen sich zur 15. administrativen Sitzung. Erziehungsgalle sendet Glückwunschbotschaft zum 25-jährigen Bestehen der Immori Tibet Partnerschaft. VTech hält strategisches Treffen und Advocacy-Training ab. Am Mittwoch dieser Woche traf seine Heiligkeit der Dalai Lama in seiner Residenz eine Gruppe von Friedensaktivisten, vor allem aus Europa unter der Leitung von Sophia Strilrewa. Seine Heiligkeit sprach in seiner Ansprache über die Einheit der Menschheit, gefolgt von interaktiven Fragen der Gruppe zur Klimakrise und wie Religion die Zukunft der Welt beeinflussen kann. Actually, we human beings, I think we too much emphasis we and they on the basis of political reason, religious belief or other thing. As a result, on this planet, we same human being suffer a lot through weapon. Now we should think new way look entire 7 to 8 billion human being. We are same. Ebenfalls am Dienstag dieser Woche sprach seine Heiligkeit der Dalai Lama zu einer Gruppe von 45 tibetischen Siedlungsbeamten, die hier in Dharamsala an der 15. Verwaltungskonferenz für tibetische Siedlungsbeamte teilnahmen, die vom Innenministerium der tibetischen Zentralverwaltung organisiert wurde. Am Montag dieser Woche schrieb seine Heiligkeit der Dalai Lama an den nepalesischen Premierminister Pushpa Gama Dahal, um seine Trauer über das verheerende Erdbeben zum Ausdruck zu bringen, das vor kurzem den Westen Nepals erschütterte und viele Menschenleben kostete sowie zahlreiche Verletzte forderte. Als Zeichen seiner Solidarität hat seine Heiligkeit eine Spende für die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen geleistet. Ebenfalls am Montag dieser Woche schrieb seine Heiligkeit der Dalai Lama an den neu gewählten Kamba-Lama von Garden Techoling, dem wichtigsten buddhistischen Kloster in der Mongolei, Geshe Jesun Dorje, um ihm zu seinem neuen Amt zu gratulieren. In seinem Brief erklärte seine Heiligkeit, dass der Dharma ein großes Potenzial hat, zum Wohlergehen der Menschheit beizutragen, da er in Gewaltlosigkeit und Mitgefühl verwurzelt ist. In einem separaten Brief an den scheidenden Kamba-Lama Gabju Dembere Chögyams, der aufgrund seines fortgeschrittenen Alters in den Ruhestand tritt, drückte seine Heiligkeit der Dalai Lama seine Bewunderung für die Art und Weise aus, in der er eine Herangehensweise an die Lehren des Buddha gefördert hat, die auf Studium, Reflexion über das Gelernte und Meditation über das Verstandene beruht. Am Mittwoch dieser Woche berief der 16. Kasha der tibetischen Zentralverwaltung seine 5. Sitzung des Strategieausschusses in Dharamsala. Auf dieser dreitägigen halbjährlichen Sitzung wird die Umsetzung der auf den vorangegangenen 4 Sitzungen beschlossenen Maßnahmen weiter verfolgt. Darüber hinaus werden die Fortschritte der laufenden strategischen Programme erörtert und künftige Initiativen für die Interessenvertretung gemäß den Zielen des Ausschusses beraten. Am 3. November 2023 gab Sejong Matsering von der tibetischen Zentralverwaltung im Kasha-Sekretariat den Startschuss für das vom Ministerium für Religion und Kultur organisierte und von USAID finanzierte Programm Strengthening Cultural Resilience of Tibetan Communities. In seiner Eröffnungsrede erläuterte Sejong den Anwesenden das breite Spektrum des Programms und seine Bedeutung, insbesondere angesichts der Verbindung zur Vision seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Außerdem unterstrich er die Notwendigkeit, die wertvollen Manuskripte durch eine zeitgemäße Digitalisierung zu bewahren.
Das dreijährige Programm ist ein ehrgeiziges Projekt mit dem Ziel, die tibetische Religion, Kultur und Sprache zu bewahren und zu fördern und die eigene kulturelle Identität auf internationaler Ebene weiter zu stärken. Das tibetische IT-Forschungszentrum Mönlam, ein Entwickler von Bildungssoftware, stellte am 3. November im Tibetischen Institut für Darstellende Künste in Anwesenheit der Führung der tibetischen Zentralverwaltung seine künstliche Intelligenz KI Mönlam vor. Nach einer kurzen Eröffnungsrede von Geshe Lobsang Mönlam, dem Gründer und Geschäftsführer des tibetischen IT-Forschungszentrums Mönlam, wurden die neuen Funktionen der Software vorgestellt, die in der heutigen Welt der künstlichen Intelligenz, die in letzter Zeit weltweit große Aufmerksamkeit erregt hat, ihr Debüt feiert. Dieses bahnbrechende tibetische KI-Tool ermöglicht den Nutzern den Zugriff auf 4 primäre maschinelle Lernmodelle: das Modell für maschinelle Übersetzung, das Modell für optische Zeichenerkennung, das Modell für Sprache zu Text und das Modell für Text zu Sprache. Das Referat für die Stärkung der Frauen im Finanzministerium des CTA veranstaltete am 3. November in Dharamsala einen 3-tägigen Dialog über die Stärkung der Frauen in der tibetischen Gesellschaft. Sigyong Bemba Tsering teilte in seiner Ansprache als Hauptgast mit, dass dies die erste Konferenz des 16. Kasha seit seinem Amtsantritt sei, die sich mit der Ermächtigung der Frauen befasse. Er forderte die Teilnehmer auf, sich mit ganzem Herzen an den Diskussionen zu beteiligen, damit Antworten erarbeitet werden können, die für die tibetische Gesellschaft relevant und praktikabel sind und Vorschläge zur Überarbeitung der aktuellen Politik zur Stärkung der Frauen einbringen können. Darüber hinaus sprach Sigyong darüber, wie wichtig es für die tibetische Gesellschaft ist, mit der Zeit zu gehen und allen Umständen, die mit geschlechtsspezifischen Gewalt zusammenhängen, ein Ende zu setzen. Als besonderer Gast lobte Dr. Poonam Smith-Sreen, stellvertretende Direktorin des General Development Office von USAID, die tibetische Gesellschaft für die Veranstaltung solcher Konferenzen, die Diskussion über das Thema und die Erarbeitung von Antworten ermöglichen. Auf der 3-tägigen Konferenz wurden Themen wie die Führungsrolle von Frauen in der tibetischen Zentralverwaltung, die Führungsrolle von Frauen an der Basis, Frauen und Gesundheit, Frauen und psychische Gesundheit, Bildung und Geschlecht, Recht und Geschlecht, Gewalt gegen Frauen usw. diskutiert. Die stellvertretende Sprecherin des tibetischen Exilparlaments, Döma Tsering Dekang, war als Teil der Delegation südasiatischer Parlamentarier vom 5. bis 11. November auf einer Studienreise in Deutschland. Weitere Mitglieder der Delegation sind Shri Sujit Kumar, Mitglied der Rajya Sabha Indien, Dr. Suhasini Fernandopulle, Mitglied des Parlaments Sri Lanka, Nagina Yadav, Mitglied des Repräsentantenhauses Nepal, Ali Nizar, Bürgermeister von Adusidi, Demokratische Partei der Malediven, Tsering Tsomo, Mitglied des Parlaments Bhutan und Shri Birchendra Singh, Mitglied des Parlaments Lok Sabha Indien. Bei einem der Termine brachte der stellvertretende Parlamentspräsident Döma Tsering Dekang die Probleme Tibets und der Tibeter zur Sprache, um die Aufmerksamkeit der geschätzten deutschen Beamten auf sich zu lenken, und übergab im Namen des tibetischen Exilparlaments Appellbriefe. Der Repräsentant Gadma Singh vom Tibet Information Office in Canberra schrieb dem australischen Premierminister Anthony Albanese am Vorabend seines China-Besuchs und forderte ihn auf, Tibet beim chinesischen Präsidenten Xi Jinping und anderen Führern der Kommunistischen Partei Chinas zur Sprache zu bringen. In einem Schreiben vom 30. Oktober erwähnte der Repräsentant Gadma Singh die kritische Situation in Tibet, die Bedrohung der nationalen Identität Tibets durch Chinas repressive Politik und den Sicherheitsapparat. Der Repräsentant forderte den Premierminister auf, eine deutliche öffentliche Erklärung abzugeben, in der er die Besorgnis Australiens über die Lage in Tibet hervorhebt und die Notwendigkeit eines Dialogs zwischen den Vertretern seiner Heiligkeit des Dalai Lama und der chinesischen Regierung zur Lösung des langjährigen chinesisch-tibetischen Konflikts anmahnt. Der Australia Tibet Council, die größte Tibet-Unterstützergruppe in Australien, forderte Premierminister Albanese außerdem auf, die Menschenrechtsverletzungen in Tibet durch die chinesische Regierung bei seinem Besuch in China gegenüber den chinesischen Regierungsvertretern anzusprechen. Das Innenministerium der tibetischen Zentralverwaltung hat die 15. Verwaltungskonferenz der tibetischen Siedlungsbeamten in Kangji Kechung eröffnet. Während der Eröffnungszeremonie sprach Sigyong Bemba Tsering auf der Konferenz über Fragen der aktuellen Wohlfahrtspolitik des Kasha. Er betonte, dass sich die TSOs auf das 16. Kasha-Visionspapier als Leitfaden für CTA-Beamte beziehen, und sprach daher kurz über dessen Kerngedanken. Er betonte, dass Wahrhaftigkeit, Transparenz und das Arbeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Charta die wichtigsten Prinzipien für die TSOs seien, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
Sekretär Baldin Tündup sagte in seiner Eröffnungsrede, dass die Treffen darauf abzielten, Informationen über die Verpflichtungen der Settlement Offices zu sammeln und gründlich über vorgeschlagene Agenten, die das Wohlergehen der Exil-Tibeter betreffen, zu beraten, um sie später in ihrer jeweiligen Siedlung umzusetzen. An der Konferenz nahmen 45 tibetische Siedlungsbeauftragte teil, darunter die Chief Representative Officers der Südzone von Shimla und Ladakh. Am Montag dieser Woche beglückwünschte Galön Thanum Döma Changra, Bildungsministerium der tibetischen zentralen Verwaltung, in einer Videobotschaft das Zentrum für kontemplative Wissenschaft und mitfühlende Ethik, auch Emory Compassion Center genannt, an der Emory University zu einer 25-jährigen Zusammenarbeit mit seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und seiner Zugehörigkeit zum Debung Losling Kloster in Südindien. Galön dankte dem Zentrum für seine Unterstützung bei der Ausbildung vieler tibetischer Pädagogen zu zertifizierten SEE-Lernbegleitern im Laufe der Jahre und sagte, dass bisher 15.000 tibetische Schüler aus 62 Schulen von dieser Ausbildung profitiert hätten. I deeply rejoice in the successful accomplishment of Emory Compassion Center towards the fulfillment of far-sighted vision of His Holiness the 14th Dalai Lama in making a peaceful planet for everyone. The administration of Emory University deserves great appreciation for the guidance and support rendered to the Compassion Center. Am 6. November feierte der Präsident der Emory University, Gregory Fenwiss, zusammen mit führenden Vertretern des Klosters Debung Loseling, der Bibliothek für tibetische Werke und Archive und des Instituts für buddhistische Dialektik das 25-jährige Jubiläum und die Erneuerung der Partnerschaft zwischen Emory und Debung Loseling. Hello, my name is Brendan Ozawa de Silva. I work here at the Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics at Emory University. To me, the significance of this day is we get to celebrate 25 years of a very wonderful partnership that for me started with a great moment of openness, vision, and humility from both sides. On the one side, His Holiness the Dalai Lama in Drepung Losling Monastery, being willing to explore what this collaboration with Western education and modern science would look like. And on the other hand, Emory University having the humility, vision, and openness to learn from a traditional culture and traditional civilization of Tibetan Buddhist culture and the culture that the Tibetans preserved from ancient India in terms of the philosophy and psychology of the mind and emotions. And today we get to see how far that vision has come, that openness, that epistemic humility, that willingness to learn from one another and engage in dialogue. There are so many incredible programs, and it is wonderful to see Emory's president and provost and the dean of the college showing that the support from the administration for this partnership is as strong as ever. Vor 25 Jahren war der Dalai Lama Emory's Presidential Distinguished Professor bei der Unterzeichnung einer bahnbrechenden Zusammenarbeit zwischen Emory und Debung Loseling, der sogenannten Emory-Tibet-Partnerschaft, anwesend. Die Vereinbarung war die erste ihrer Art zwischen einer westlichen Institution und einer herausragenden tibetischen Klosteruniversität. Today, in recognition of the tremendous accomplishments that have been a result of this unique partnership, we embark on the next chapter of our shared journey together. By renewing an agreement, together we commit to furthering the goals and understandings of collaborative programming that advances the shared vision of His Holiness the Dalai Lama and Emory University for an education of heart and mind. In a spirit of mutual respect and interest in learning from each other's traditions of knowledge and wisdom accumulated over 2 millennia, Emory University and Drepung Losling pledge their goodwill towards a friendly, mutually beneficial, continued cooperative relationship. Die ursprüngliche Partnerschaft wurde entwickelt, um die Vision seiner Heiligkeit des Dalai Lama für die Bildung von Herz und Geist und die Mission der Universität Wissen im Dienste der Menschheit zu schaffen, zu bewahren, zu lehren und anzuwenden, voranzutreiben und hat sich zu einem globalen Bildungs- und Forschungszentrum mit dem Namen Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics, Zentrum für kontemplative Wissenschaft und auf Mitgefühl basierende Ethik, Zentrum für Mitgefühl, entwickelt. Das Compassion Center arbeitet mit Wissenschaftlern, Pädagogen, Kontemplativen und Philanthropen zusammen, um Programme an der Schnittstelle von Wissenschaft und Spiritualität zu entwickeln.
Die Abteilung für Information und internationale Beziehungen hat am 5. November 2023 im Retreat-Haus Berghof, Deutschland, das regionale VTech-Strategietreffen und Advocacy-Training für Europa erfolgreich abgeschlossen. Dense Lekshie, zusätzlicher Sekretär der Abteilung für Information und internationale Beziehungen CTA, Dense Bemo, Mitarbeiter der Tibet Advocacy Section und des DAIR, stellten die VTech vor und präsentierten den Aktionsplan des International Tibet Youth Forum. Die in Europa ansässigen tibetischen Parlamentsmitglieder Thubten Wangche und Thubten Gyatso gaben einen Einblick in die Situation Tibets und der in Europa lebenden Tibeter. Sonam Tsering Frasi, Vertreter des Tibet-Büros in London, und Jigsin Chudun Gyenkang, Vertreter des Tibet-Büros in Brüssel, hielten ihre Vorträge über die Beziehungen zwischen Europa und China und über die Förderung von Tibet. Mandy Baek-Owen, die Geschäftsführerin des International Tibet Network, und Gloria Montgomery, die Koordinatorin der Tibet Advocacy Coalition, führten ein Advocacy-Training durch, das sich auf Taktiken und Strategien konzentrierte, die für eine wirkungsvolle Advocacy-Arbeit anzuwenden sind. Die länderspezifischen Gruppen hielten erfolgreich ihre Präsentation über ihre konkreten regionalen Aktionspläne. 45 VTech-Mitglieder aus 9 verschiedenen europäischen Ländern – Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, England, Niederlande, Polen, Spanien und Schweiz – nahmen an dem Treffen teil. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.